Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Wir sind stehen geblieben, als die Kommunikationssysteme nicht so dolle waren und der Zugriff noch außerverwerten durch Apollo, durch den Bordcomputer. Und jetzt suchen wir einen anderen Weg hier, Kommunikation zur Torrents aufzunehmen. Da gucken wir mal, ob das irgendwie hinhaut. Fehlervorgang nicht gestartet. Freigegeben, Fehlervorgang nicht gestartet, ein Audiohammer und kein Zubehör. Hören wir doch mal zu, was hier die Leute zur Sache haben. Sevastopol, hier spricht Weyland Yutani, Verwaltungsleiterin Nina Taylor. Ich bestätige den Empfang Ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in Ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits. Alles klar. Gut, das bringt uns jetzt auch in der Story nicht unbedingt weiter. Aber hier hätten wir Neuverkabelung. Ja, super Siegson. Was haben wir dann hier noch? Kamera können wir auch hier deaktivieren, die Sache. Und Türzugriff statt SA. Ja, dann gehen hier die deren nämlich gut auf. Das ist doch schon mal was. Okay. Falls ich später fortrennen muss, ist das bestimmt nützlich. Aber jetzt wissen wir ja wenigstens, wie wir hochladen und wie wir gescheit mit unserer Pistole umzugehen. Mit unserem Revolver, den wir da haben. Da geht's weiter. Jawohl. Jetzt gucke ich erstmal hier rein. Ja, das ist doch, glaube ich, der Raum... Ne, das war nicht der Raum, in den wir müssen. Aber das ist auf jeden Fall noch ein kleiner Raum. Da ist noch ein Speicherpunkt. Das finde ich sehr toll. Was ist da? Nix von Interesse für uns. Da ist auch nix. Okay. Jo, da ist noch Bindemittel, glaube ich. Jawohl. Ein abgedeckter 70er-Jahre-Computer. Und... EMP. Das sind, glaube ich, die Dinger, die uns die dreckige Androide vom Leib halten können. Die EMP-Vorrichtung detoniert beim Aufprall und der folgende elektromagnetische Puls setzt nicht industrielle Syntheten vorübergehend außer Gefecht. Durchplatzieren wir die Vorrichtung zu einer Annäherungsmine. Ja, super. Das hält uns, wenn wir die nötige Komponente haben, die Androide auf jeden Fall mal. Das hält die uns vom Hals. Beziehungsweise kann sie sogar abmurksen. Das ist sehr, sehr praktisch. Wir haben jetzt hier gespeichert. Wahrscheinlich nicht von ungefähr. Okay, da schleiche ich jetzt mal nicht. Hier ist auch nichts in Bewegung gerade. Und ich glaube, da müssten wir irgendwo die Kommunikation machen können. Ja, wahrscheinlich hier. Aber bevor wir das machen, ist es definitiv immer klug, sich vorher umzugucken. Also ich mache das auf jeden Fall lieber immer. Ah ne, Quark von Dokumba, jo. Klar. Okay, da haben wir uns umgeguckt. Das war dappig jetzt von mir. Weil ich immer zuerst die ganzen Räume durchsuchen will. Dann gehen wir mal an das Ding dran. Das habe ich nie kapiert, wie das wirklich geht. Aha. Einfach mal irgendwo dazwischen Frequenz finden und das dann betätigen, okay. Oh nee, das habe ich nie. Das habe ich nie wirklich kapiert. Drücken Sie die passende Eingabe, wenn der Schaltkreis aktiv ist. Okay, das stimmt. Dann der da. Dann der da. Okay. Moment. Okay. Okay, ich hab's jetzt kapiert. Jetzt endlich habe ich's kapiert. Ich muss entweder Dreieck, Kreis, X oder Viereck drücken bei der entsprechenden Konsole, wenn das so in seinem Block auftaucht. Okay, das ist einfacher wieder. Da muss ich dann nur X drücken, wenn die weiße Sache erscheint.
Ja, komm schon. Damit kann ich es auch drehen. Komm her. Aha. Fehlt nur noch der hier. Wo auch immer der auftaucht. Na los, komm schon. Hopp, 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 hopp. So, aber. Na, Allah. Ah, Videosequenz. Sie leben! Ripley hier! Ripley? Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir Hab's dachten, geschafft. Wo sind Sie? wir sind jetzt bei einer Transitstation. Direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Krankenstation. Seegson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht ihrer primären Ich habe Programmierung. es gesehen, Samuels. Seegson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Oh, ich weiß, die Krankenstation, die wird heftig. Oh, nee. Unbefugte Kommunikation. Bitte warten Sie auf einen Seegson-Mitarbeiter. Oh, nee. Auf den warte ich sicher nicht. Auf den Seegson-Mitarbeiter. Scheiße. Erstmal speichern. Boah, aber ein interessanter Fakt übrigens wieder, ihr liebe Leute. Die Entwickler von Alien Isolation haben dank 20th Century Fox auf das Original-Filmarchivmaterial von Alien zurückgreifen dürfen. Und deswegen ist auch die Farbabstufung hier original. Es ist die Architektur von der Raumstation Sevastopol original. Und es ist auch die Körnung vom analogen Filmmaterial, wie wir das gerade eben bei unserem Kollegen gesehen, ist identisch mit dem ersten Alien-Film. Also die konnten dank 20th Century Fox Hilfe hier eigentlich das so gestalten, dass es wie im ersten Alien-Film aussieht. Und das habe ich ja auch schon beim allerersten Mal gesagt, hier, wo das angefangen hat, das Let's Play, dass das hier unglaublich ähnlich ist und wirklich einen hohen Wiedererkennungswert hat zum ersten Alien-Film. Und das finde ich auch sehr schön, muss ich sagen. Also mir gefällt das extrem. Ich finde das schön. Dann müssen wir, wo hier? Das ist jetzt hier leider nicht abgebildet, wo wir hier müssen, ne? Ja, also wie gesagt, da haben sie auch schön zusammengearbeitet hier, die Entwickler und 20th Century Fox. Und deswegen erscheint hier auch das bekannte Intro von 20th Century Fox, wenn man das Spiel einschaltet. Weil die halt auch in Kooperation damit geschafft haben bei dem Ganzen. Okay. Ich bleibe jetzt erstmal bedeckt. Ich weiß nicht, ob das Alien nicht eventuell doch kommt. Oh, nee. Du war ein Android. Boah, ich habe nicht nochmal genug Munition, um so einen Android noch zu killen. Davor habe ich definitiv zu wenig. Oh, nee, da ist noch einer. Was machen sie hier, ja? Da muss ich hier zu der Stadt. Zum Aufzug. Oh, lass mich da einfach durch. Ich will da durch. Ich will euch doch gar nichts Besseres, ihr Männler. Oh. Ich bin doch nur ein armer Pelzerbuh. Lass mal doch mal Ruhe. Hau ab. Geh fort, du Rotaugerig. Ich will dir nix. Hau ab. Wo ist er dann? Oh nee, jetzt habe ich das Säckel noch mitgenommen. Das gibt's doch nicht. Hau ab. Hau ab, du ekliger... du ekliger Knospe. Oh, Mann. Oh. Oh, das sei Mist. Oh, Mann. Okay. Jetzt muss ich da lang wieder. Da sind, glaube ich, noch welche, ne? Die habe ich aber beim ersten Mal schwer umgehen können. Okay, der entfernt sich wieder. Oh, bleib bloß fort, Kerl.
Ich sag, das sind gute. Und der da? Ja, der warschtelt da auch noch rum. Der könnte eventuell aber rauskommen. Befürchte ich zumindest. Ich weiß nicht, ob er es kann, aber ich befürchte es einfach mal. Ja, das ist nur der Hiwi-Android. Okay. Jetzt habe ich noch sage und schreibe N. Kugel im Lauf. Spitze. Oh Mann. Oh Mann. Da geht's lang. Ja. Geht's so lang? Ah ja, okay, da muss ich runter. Erste Mal speichern. Gefahr ist nah. Boah. Boah, da kräuselt sich mir der Bart in die Gosch vor lauter Arg. Gefahr ist nah, Hotzkäse. Will ich das wissen? Im besten Fall sind es nur die Androide. Da muss ich hier. Das ist wieder ganz schöne Stückel, muss ich sagen. Was ist denn das daneben? Schneidepunkt. Ah, okay, da brauche ich da Ione oder Plasmaschneider. Okay, da muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückkriechen. Boah, wo die gute Kerle da stehen. Ich bin ein elektronischer, seelenloser Spinner. Oh, hau ab. Zur Not renne ich einfach an ihm vorbei. Jetzt sind daneben zumindest die Räume offen. Interesse an unserem Droiden fragen Sie bei Fixer. Oh, solange er mit mir gerettet hat, ist alles in Ordnung. Es gab eine Explosion. Einer der Stabilisatoren ist hochgegangen. Melden Sie sich. Bitte antworten Sie. Boah, okay, da muss ich lang. Ganze Gang durch, aber ich gehe jetzt durch die Räume, wo die Androide drin geschafft haben. Da patrouillieren sie wenigstens nicht. Die sind jetzt wohl eher auf dem Gang draußen, ne? Ja, dann gehen wir da durch. In die Gebiete, die vorher zu waren. Haben wir da noch Terminal? Sevastolink. Ordner fehlerhaft, freigegeben. Anruferkennung, bla bla bla. Nee. Das ist jetzt für mich nicht so notwendig zum Vorlesen, muss ich sagen. Okay, da ist Ausweiskarte. Die Neuverkabelung. Gucke, was man durchscheinend machen kann. Reinigung. Machen wir die Beleuchtung aus. Die sollen jetzt mal im Dunkeln rumschlappern. Wisst man nicht, ob die im Dunkeln sehen können, aber ein Versuch ist es wert, ihr liebe Leid. Jetzt so noch. Tür verschlossen, okay. Die Hände aber auch wie ein Luxor, die Viecher, die sehen. Oh, sehen jeden Scheiß. Okay, der könnte mich jetzt hier locker sehen. Der sieht mich auch gleich. Oh je. Ich habe das mal nicht so die cleverste Lösung von mir. Steht Sache, ich mache hier an der Stelle auch meinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Alien Isolation auf Pelzig, wo wir uns dann an der Androide vorbeischlängeln werden und ab zur Krankenstation wollen. Machen's gut, ihr liebe Leid. Iron Yankee.